Bonjour, ich bin der Joao vom Musée Tudor. Und für ein paar Wochen krut man so ein schönes Self-Esteem-Köst von Makeit für einen neuen Roboter zu bauen. Schon am Museum mal Eisroboter gefragt, was soll man dann heute daraus machen? Und sie hatten die Idee, einen neuen Sonnewohn für den Pantheon. Die Leute fragen sich dann, wie ein neuer Feier Sonnewohn für den Pantheon. Muss ich wissen, der Pantheon, das ist der Jung vom Helios, der Sonnengott. Und allmählich ist den abgefahren, für uns die Sonne zu bringen, an ihrem Zweck zu kommen, für oben zu kriegen. Problem ist, der Pantheon, der will doch ein Kehr mit seinem Pap sein Sonnewohn fahren. Seine Schwester hat gesagt, dann holen ein Kehr. Und das hat also kleine Pantheon auch gemäht. Und als dann ein Kehr oben da hingegangen, nicht gewartet, dass Neues frei aufkommen ist, und dann ist er mit dem Sonnewohn von seinem Pap durch die Gegend geflogen. Wie weit wo hat der Bimmel gemerkt, der fängt an zu frieren. Ich muss zurückkommen. Und dann ist er ganz schnell zurückgekommen auf der. Das Problem ist, er hat die Kontrolle vom Sonnewohn verloren und er hat ein paar Götter Rose gemäht. Den ersten Gott, den er wirklich ganz rose gemäht hat, war der Poseidon. Er hat für dich Meer gefroren und dann das Wasser zum Kachen gebracht. Den zweiten war von Mam Erd, den er raufgekommen ist, mit einem Teil von Afrika auf Feier gesagt. Da haben die zwei sich gewaltig abgeregt und sind bei den Zeus gegangen. Den Zeus hat kein anderes Choix, wie diese kleine Pantheon zu stoppen und hat einfach eine plötzliche Chance. An den Namen Pantheon ist dann ein Ruf gefallen. An das Wasser. Seine Schwestern waren so traurig und haben angefangen mit Kreischen. Aber sie sind noch bestraft gehen, weil den Zeus hat so die Hut davon gestüppelt, er soll die Sonnewohn holen von seinem Pap und hat sie an Beam umgewandelt. Also sie haben aber weiter gekrascht. Und dadurch, weil sie gekrascht haben auf den Körper vom Bruder, den durch den Blitz vom Zeus getroffen ist, ist er von Bernstein entstanden. Und Bernstein ist von der Substanz, mit der die Altgriechen den Strom entdeckt haben. Ich muss ich aber auch sagen, als Roboter, das sind schlauer. Die wollten davon auch ein Kehr mit dem Sonnewohn fahren und dafür haben sie gefragt, dass wir einen höchst modernen Bau für die Pferde in der Kontrolle zu kriegen, weil der Gedanke war, wir können ja auch ein Kehr mit dem Pantheon fahren und da fahren wir einfach los und da fahren wir auch mit dem Sonnewohn. Das war die Idee von unseren kleinen Robotern hier am Museum. So, und jetzt bin ich gespannt, was ihr mit der Self-Esteem-Köst als Roboter macht. Wir haben Eisen gebaut, los du nicht zu erforschen und selbst kreativ zu gehen. Viel Spaß dabei.